Okay, wir müssen als nächstes aufs Dach rauf, um zu Dvorak zu kommen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo wir das aufs Dach raufgekommen sind. Ich probiere es mal da hinten. Objekt wechseln. Ach so, das ist immer gut. Wie lange kennst du ihn schon? Ziemlich lang. Ich kannte ihn schon vor der Zeit bei Displays und vor der Sache in Bosnien. Ach, da schau her. Bosnien? Meine Güte. Ich wusste ja, dass er Verbindungen hat. Aber das? Ja, wir kennen ihn schon eine ganze Weile. Er behandelt uns gut. Wir tun, Jetzt was probieren wir er mal was aus. Ja, ja. Er behandelt uns wirklich. Da draußen ist irgendwas im Busch. sagt. Ich glaube kaum, dass wir uns Sorgen machen müssen. Sei trotzdem Mal schauen, vorsichtig. was mit der Nebelgranate passiert. Du das mit dem Licht? Nein, vorhin war es noch an. Ich weiß. Hat vermutlich nichts zu sagen. Oder etwa doch? Er benutzt Nebel. Bleib ruhig. Für sowas wurden... Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Das ist Nebel. Ja, es war Nebel, aber hat irgendwie gar nichts gebraucht. Die rennen einfach durch. Ach, da ist eine Kamera, ich hab's gerade gehört. Und das müsste jetzt die letzte sein. Sehr gut, Sam. Jetzt können sich unsere Jungs Sarkesi rund um die Uhr ansehen. Ist mir ein Vergnügen, unsere Sesselfurze auf Trab zu halten. Aber aufs Dach kommen wir ganz anders. Das ist mir gerade eingefallen. Und zwar müssen wir dafür irgendwo ganz woanders hin. Da sollte man vielleicht nicht so reinrennen. Jetzt aber. Pass auf, aufs Dach müssen wir ganz woanders. Dann müssen wir vom Penthouse wieder weg. Da können wir aber nachher, glaube ich, noch mal zurück. Pass auf, da aussehen. Und dann müssen wir da weiter. Und zwar sind wir da ja vorher reingegangen und da ist ja die zweite Tür. Und da ist so eine Tür gewesen mit magnetischem Schloss. Das hat der Grimm geöffnet. Und deswegen können wir jetzt aufs Dach rauf. Moment einmal. Da hinten ist schon wieder einer. Ach, der sucht schon wieder. So, haben wir denn noch mehr Lichter? Da hinten ist noch so Lampen. Jetzt ist gut. Sonst ist er keiner da, oder? Ein Geräusch? Na, bin wohl etwas nervös. Wie bitte? So, wir sind Dvorak auf die Fersen. Bloß weg hier. Was zum Teufel war das? Was gesehen? Jetzt wollte ich ihm Tier hauen. Ach, egal. Bin Gut, hat so gehaut. Dafür haben wir jetzt am Tier auf. Pass auf. Tja, Was ist das? so kann's gehen.
Auf die Lampen, die haben wir weggehört. Den Oma, das ist scheinbar auch noch einer. Mist. Was war das? Das ist überhaupt nicht gut. Nichts. Ist auch besser so. Oh, da ist schon her. Die haben da wieder so Haftminen. Und da ist noch einer. Das war er. So, da sehe ich Muni. Nehmen wir mit. Was gibt's da? Nix. Aber wo ist Dvorak? Haftmine. Aber warum ist da eine Haftmine? Weil der Durchgang ist. Kriechtunnel. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind zu Dvorak. Wird nämlich eh langsam Zeit. Und jetzt haben wir wieder irgendwo auf dem Scheißhaus. Aber von Dvorak sehe ich nichts. Ist der da unten? Da ist nichts. Da ist ein Tier. Ach, da steht einer. Sie müssen Dvorak sein. Oh, nun, Dvorak, hm? Ich dachte, hier sei der Zutritt verboten. Ihr Name ist nicht Dvorak? Nun, da ich ein ehrlicher Mensch bin, nun, nein. Wer sind Sie dann? Warum diese Eile, hm? Möchten Sie vielleicht etwas Tee? Lambert, irgendwas stimmt da nicht. Das kannst du wohl laut sagen. Was soll ich machen? Der alte Mann scheint harmlos zu sein. Quetsch ihn aus. Finde heraus, ob er etwas weiß. Das erinnert mich an den alten Jiggers. Ah, Jiggers. Wir kannten einander kaum, wissen Sie? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Oh, ich glaube, da könnte ich Sie dasselbe fragen. Ich suche einen Mann namens Dvorak. Ah, Dvorak, ja. Nun, den werden Sie nicht finden. Hier entlang. So, spielt der irgendwelche Spielchen mit uns oder was? Ah, ja, da wären wir. Das ist Dvorak. Oh Mann. Ich glaube, ich habe soeben rausgefunden, warum du den Laden hier nicht hacken konntest. Ja, da könntest du wohl recht haben. Was zur Hölle mache ich jetzt? Moment. Ich brauche einen Rechenschieber. Finde heraus, was der alte Mann weiß, Fischer. Okay. Wenn das da Dvorak ist, wer sind dann Sie? Ich bin Dvoraks Aufpasser. Nett von Ihnen, dass Sie fragen. Und was ist dieser Dvorak? Dvorak ist... nun, das werden Sie wohl kaum verstehen. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich möchte es aber trotzdem wissen. Dvorak ist ein mechanischer Vertreter des selbstreferenziellen Axioms der Zahlentheorie. Dvorak kodiert seine eigene logische Struktur innerhalb seiner eigenen Arbeitszyklen und erreicht dadurch bei jedem Rechenzyklus eine genauere Bestimmung eben dieser Datenstruktur.
Ah, ja. Grim, hast du das? Mein Gott, es ist eine unendliche Zustandsmaschine. Schön. Und was soll ich jetzt machen? Wenn Serkesi dieses Ding benutzt... Grim! Entschuldige. Sam, wir brauchen eine Kopie von Dvoraks Ergebnissen, damit wir herausfinden können, wie sein Algorithmus funktioniert. Wie komme ich an seine Ergebnisse? Er funktioniert mit Lochkarten. Lochkarten? Du musst die Sequenz neu starten und jeden der Türme in der richtigen Reihenfolge initialisieren. Dann schnappst du dir das, was er ausgespuckt hat. Woher weiß ich, welche die richtige Sequenz ist? Aktiviere die Schalter, wenn sich die Röhren aufheizen. Bitte den alten Mann um Hilfe. Ja, selbstverständlich. Ich brauche Ihre Hilfe. So. Was kann ich für Sie tun, mein Freund? Sie müssen mir dabei helfen, Dvorak zu initialisieren, damit ich an seine Ergebnisse herankomme. Ah, Dvorak. Nun, dabei werde ich Ihnen auf jeden Fall helfen können. Warum starten Sie nicht einfach neu? Ich initialisiere die Türme auf dieser Seite. Sie übernehmen die andere Seite. Ja, selbstverständlich machen wir das. Hilft ja eh nicht. Pass auf, wir müssen irgendwo starten. Hauptserver starten. Okay. Jetzt das da wahrscheinlich. Und das war's oder wie? Nicht so irgendwas ausspucken. Ich glaube, das war's. Okay, das sind die. Die sollten jetzt fertig sein. Das sind die Lochdaten. Okay, ich habe das Zeug. Gute Arbeit, Fischer. Es wird Zeit zu verschwinden. Begib dich zu deinem primären Extraktionspunkt. Bin schon unterwegs. Also Lochkarten waren es natürlich. So, und jetzt können wir scheinbar abhauen. Wie die Zeit. Moment, da liegt einer. Ach, da sind wir gekommen. Warum sind wir da vorne nicht schon umgegangen? Gute Frage. So, wir müssen aussehen. Und ich weiß auch, wo wir hin müssen. Deswegen müssen wir nochmal zurück ins Penthouse. Moment. Da können wir jetzt eigentlich aufrecht laufen. Ist ja keiner mehr da, der uns irgendwie erwischen kann. Wir haben ja alles kaputt gehauen. Halt, da ist er dir. So, und zwar müssen wir da aussehen. Glaube ich zumindest. Ja, das war's mit der Mission. Was sagt die Statistik? Sekundärziele haben wir nicht beendet. Ja gut, das kann uns egal sein. Die anderen Sachen haben wir abgeschlossen. Statistik sagt 7 bewusstlose Feinde, 13 getötete Feinde,